Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der Janker Filmschmiede. Heute auf Terrasse, weil wir haben gerade mitbekommen wieder ein scheiß Wetter heute. Und da habe ich mich mit der Pushbox und Brennpaste muss ich mich vergnügen heute. Und dazu gibt es heute sehr leckere Rindersticks. Und danach gibt es Wachtelbohnen in Tomatensauce. Sehr lecker, Wachtelbohnen in Tomatensauce. Ja, das Fleisch werde ich braten. Die Brennpaste reicht locker aus. Und wenn die gute Hitze erreicht ist, dann werden wir die links und rechts auf jeder Seite 4 Minuten braten. Und dann kommt der Stupfrapp drüber. Und etwas Harissa. Und Semmeln gibt es dazu. Ja, schmeckt fantastisch lecker. Also die müsst ihr unbedingt dabei probieren. Also die Wachtelbohnen in Tomatensauce sind zwar nicht billig, 3 Euro so eine Dosen, aber die schmecken sehr gut. Besser wie die Beckenbins. So. Lassen wir das mal ein bisschen dahin schmollen. Wir haben da riesen Scheißwetter. Das zeige ich euch jetzt dann einmal. Hier haben wir das ganze Setup aufgebaut. Ja, so sieht das Wetter momentan aus. Irgendwann donnern tut es schlecht. Ja, das sind die leckeren Rindersticks. Die Wachtelbohnen. Ja, ich glaube Hitze haben wir jetzt eine gute drum. Also vom Wetter lassen wir uns nicht beeinträchtigen. Wir haben jetzt einmal eins. Ja, brutzelt ganz ordentlich. Das lassen wir jetzt da. Schauen wir mal. Das sind Rinderfiletsteaks. Und das lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen dahin schmollen. Ja, kochen auf Terrassen mit der Pushbox. Eine feine Sache. Was wollen wir mehr? Also donnern tut schon. Und regnen tut es auch. Wichtig ist, dass die Kamera trocken bleibt. Ich bin jetzt auf den Gaskocher umgestiegen. Die Brennpaste war leider leer. Aber das geht sehr gut mit dem kleinen Gaskocher da. Geht sehr gut. Absolut geil. Wir haben da Zeit, läuft da nichts davon. Heute gibt es ein Becks. Becks oder 6. Für das, dass die Eisenpfanne gar nicht mehr so leicht ist das sehr gut mit dem Gaskocher. Und Kalimann natürlich.
Ja, Rinderfilet ist schon was Feines. Also auf die Wachtelbohnen freue ich mich schon richtig. Ah, echt geil. Da, braucht auch immer da meine. Ungewohnt. Aber mal Zigaretten ist ja nicht schlecht. Also so sehen die Bohnen aus. Also nicht schlecht. Ja, irgendwie wird das halt nichts. Machen wir einen Probeschnitt. Passt. Lass mich ein bisschen ziehen. Lass das noch ein paar Minuten ziehen. Die Papiere. Oh, das riecht schon geil. Also die Bohnen sind echt der Hammer. Ich kann es nur jedem empfehlen, probiert die Wachtelbohnen aus. Das ist einfach ein Gedicht. Und schon wird die Pfanne auch wieder sauber. Da ist jetzt vom Steg das Angebratene ein bisschen drin und jetzt kriegt er noch ein zusätzliches Aroma. Also ist nicht schlecht. Dann die Gewürzmischung. Ein hammergeiles Gewürz von Amazon. Und ein bisschen Harissa. Das gibt mir so eine gute Schärfe. Genau. Das drücken wir jetzt einfach dann ein bisschen rein. Und ich glaube, die Bohnen sind dann auch soweit. Wachtelbohnen. Heute nicht mein Tag, das war da jetzt spontan, das war gar nicht abgedacht, dass ich heute noch ein Video mache oder was. Aber passt, gerade. Wow, bombastisch. Drehen wir ab. Fertig.
Bleibt was noch einen Löffel holen, dann kann es ja nicht losgehen. Ich würde sagen, ich lasse mal schmecken. Ja, das ist halt ein trockenes Filetsteak. Das ist jetzt nicht so wie ein Dreieck oder was, wo richtige fette Maserung drinnen ist. Das ist bei dem nicht. Dann die Bohnen. Echter Hammer. Echter Hammer. Jetzt hat das auf den Kopf. Ja. So sehen die aus. Edeka im edlen Regal, nicht bei den billigen Produkten. Becks. Der Regen lässt schon wieder ein bisschen nach, aber wie lang? Also das schmeckt Hammer. Für Pulled Pork geht für alles. Wir haben jetzt über einen Monat nur Regen. Nur Regen. Das mit Andreas Würfel, mit Andi, da hat man wirklich einmal einigermaßen ein bisschen Glück. Aber auch nicht viel. Dann kam der Regen dazu. Aber und irgendwann ist einmal der Weltuntergang. Ist halt so. Einfach ein Festschmeiß. Also die Bohnen habe ich zum ersten Mal. Die Wachtelbohnen, die habe ich schon länger im Auge, weil ich es einfach mal probieren wollte, ob da ein Unterschied ist zwischen den Beckenbeans. Und bin total überrascht. Sehr gutes Produkt. Schmeckt echt gut. Nicht scharf, die schmecken normal. Von Bagdad. Ich pack das nicht. So geil. Ja, heute haben wir mal außergewöhnliche Sorten. Becks trinke ich normalerweise nie, aber ich wollte es mal probieren. Schmeckt, kann man trinken. Weil, was die im Zweiten Weltkrieg schon alles gegessen haben, da werden sie mir auch überleben. Schmeckt da so gut. Na gut. Das war ein spontanes Video auf Terrassien bei Sauwetter. Jetzt kommt wieder die Sonne raus.
Unglaublich, jetzt kommt die Sonne. Ja gut, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Angenehme nächste Woche. Bis zum nächsten Video. Euer Helmut, die Anker verließen mich. Macht es gut. Servus. Prost.